Willkommen zurück, Freunde, zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In der letzten Folge hat sich uns Rauru als einer der Sonau vorgestellt, beziehungsweise als Geist von diesen, weil wir tragen irgendwie seinen Arm, unseren rechten Arm, der offenbar krasse Fähigkeiten hat. Ja, ist schon krass, dass so ein Arm also Fähigkeiten haben kann, wa? Fragen Sie natürlich, was sein linker Arm Fähigkeiten hat, und seine Beine noch, hä? Oder lauter Fähigkeiten, sagen wir, wo es Pfeile sind. Okay, komm. Aua, da hat zwei den getroffen, krass. Alter Holzbogen, er ist nicht sehr stark, da er vor allem für die Jagd ausgelegt ist. Immerhin etwas. Pfeile habe ich ein paar. So. Aber Pfeile, ich könnte mir wieder mal... Aber von hier aus geht's gar nicht, wa? Halb, nein. Krass. Ich brauche mehr Herzen, Freunde. Dringe mehr Herzen. Herzen oder Schmerzen? Eins von beiden. So. Rauru. Nicht zu wechseln mit Rauru von von Ocarina of Time. Ein anderer Rauru. Und der hat uns irgendwie, ja, krasse Fähigkeiten dank seines Arms gezeigt. Vor allem die hier. Einfach so diese Dinge miteinander kombinieren kann, dann nennt sie die Ultra-Hand. Klingt, wie ich finde, ultra dämlich, aber hey, anderes Thema. Die Fähigkeit selber ist schon cool, aber der Name finde ich ein bisschen beschissen. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich da irgendwie dann rüberkomme. Wobei das natürlich jetzt kein Fehler war. So stimmt es eigentlich schon. So. Dann machen wir es mal so. Und ja, mit dieser Ultrahand müssen wir irgendwie noch zwei andere Schreine hier auf der Insel, sage jetzt mal, aufsuchen und auch schaffen. Da wir dann nur so irgendwie in den Tempel, also in den Tempel der Zeit da hinten kommen können. Ja, das ist ein bisschen doof. Ach komm schon. So. Naja, noch zwei Stück davon hier oben. Sag mal. Jetzt hier ein bisschen hinmachen, je nach zu sein, weil aber das Ganze eigentlich recht interessant aussieht mit dem Craften und Zusammenfügen, was man momentan machen kann. Interessiert mich die Story eigentlich momentan doch ein bisschen mehr. Dass es sogar so irgendwie die Winkel miteinander kombinieren kann. Da hinten? Okay, ob das Ding hält. Nein! Oh! Wollte gar nicht. So. Mal gucken, ob das hält. Also vorhin im Schrein hat es geklappt. Und hier hält es auch. Sehr schön. Wir gucken mal, wir haben hier noch Rauru. Du schon wieder. Ah,
Noch immer arbeiten sie unermüdlich, ganz wie sie es immer taten. Ursprünglich hatten wir sie zu unserer Unterstützung erschaffen. Schon bald empfanden wir sie als unsere Nachbarn und Freunde. Niemals hätte ich gedacht, dass sie auch jetzt noch ihren Aufgaben nachgehen, so ganz ohne Sinn. Ich muss sagen, dieser Anblick erfüllt mich mit Melancholie. Erinnert mich ein bisschen an den König aus Breath of the Wild. Den Blick nach vorne richten, immer gerade drauf zu. Verzeihung, ich war ganz vertieft in meiner Holzfällarbeit. Ja, und die Konstrukte hier sind echt wie die Robos aus Skyward Sword. Baumstämme, wie dann können sie kombiniert oder zwei Holz zerkleinert werden. Okay, Bäume fällen. Werden wir sicher aber noch müssen. Wir haben da auch einen Segel aber gerade gesehen. Dann Segel. Schon fertiges Konstrukt hier oder was? Ja, tatsächlich. Oder so halt theoretisch irgendwie mit dem Fluss so segeln könnte. Nehmen wir jetzt mal an. Wenn das auch irgendwie brauchen sollte. Wozu und wann auch immer. Egal. Holzbündel. Für Lagerfeuer. So, ich hätte dann doch gerne mal noch... ein bisschen davon. Dann mache ich nochmal so einen. So, komm. Nicht nah genug dran, war. Alle schon geröstet? Ich glaube schon, wa? Was, ein Röstapfel bringt mehr als ein Rösthimmelspilz? Okay, gut, merken wir uns. Warte mal. Der nächste, den ich markiert habe, der müssen irgendwo da drüben sein, wa? So eine Energiesphäre. Also einfach so. Natürlich geht das Teil so nicht zu zerbrechen, ist klar. Jetzt geht's schon. Da muss hier rüber, wa? Ja gut, aber das sieht ja schon so aus, als wollte ich einfach Holz, die Dinger hier. Baumstämme. Ja, so viel dazu. Entschuldigung da unten. Achtung, Baum fällt. Das könnte wehtun. Wenn so ein Holzstamm von so weit hier oben nach unten fällt. Ui, ui. Bedrohung erkannt. Entschuldigung. Ach, dann ziehen sie sich so zurück. Ich sage ja, es hat früher was von Robos aus Skyward Sword. Da könnte wohl auch sein, dass die Robos Skyward Sword eigentlich Erfindungen der Menschen dann waren. Basierend auf den hier, was man hier jetzt gesehen hat. Also auf den Robos hier von den Sonau. So bedeutet, die Sonau wären ja verdammt alt. Also wären die ja wirklich noch aus Zeiten vor Skyward Sword.
das irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, aber du... Nein! Ah! Link, mach keinen Scheiß hier. Ich will einfach nur da hoch. Boah, Alter. Keine Scheiße bauen, Link hier. Keine Scheiße bauen. Was ist denn das? Hä? Was bist du? Oh, Entschuldigung, haben den Zoom nicht gesehen. Ja gut, warum nicht? Warum? Ja, du kannst einfach schweben, ist klar, Alter. Ist hier wieder da rüberkommen? Ich nehme dich mal mit. So, was bist du für einer? Neuer Master. Still, ich jage. Du jagst? Warum? Ja, warum jagst du? Besser gefragt. Etwas ruhen. Dann sag, aber leise. Bogen Schnellauswahl. Ja, da ist auch wieder wie aus Breath of the Wild. Ist schon ein bisschen so wie das Magnetmodul war aus Breath of the Wild, nur halt, dass das ja auch mit Holz, also mit allem möglichen funktioniert, nicht nur halt, wie es da war mit magnetischen Gegenständen. Schon cool irgendwie. Ja, und Vieh jagen, ja, kann du doch gerne machen. Verteidigung notwendig? Nein, ist alles gut. Hä? Es wird Nacht? Krass. Ich bin nur deswegen verwirrt, weil die ganze Tag war. Ich dachte mir schon, hä, okay, hier gibt es gar keine Nacht. Ja, guck mal an, hier ist noch so einer. Aber mit dem kommen wir dann hier rüber. Theoretisch... Nein, zurück eigentlich nicht mehr, wa? Doch, kein... Nee. Zurück wird schwierig. Ich weiß gerade, was ich machen soll, aber... Wir haben ein paar Fischschatz da. Das Volk der Sonau. Mann, Mann, Mann. Also nach all den Jahren, nach all diesen Zelda-Spielen, die wir bereits hatten, immer noch... Sag mal, verfolgt er mich, Alter? Hallo? Immer noch neue Völker kennenlernt. Wollen wir hier sicher irgendwie einen Weg erschaffen. Also, das sind Glühbirnen. Glühwürmchen. Ich liebe es, den Tempel der Zeit von hier aus zu betrachten. Ich habe oft hier Rast gemacht, um mich an ihm zu erfreuen. Einzig die Zeitglocke durchbricht, gelingen die Stille, um den Morgen und den Abend einzuläuten. Wie schön ist nachts das Spiel der Glühwürmchen.
Okay. Wir lernen auch ein bisschen von ihm kennen. Hat uns einen Kochtopf, wa? Also so ein Robo, der uns beibringt, dass man auch kochen kann. Aber dafür Rezepte, Alter. Also wird schmecken, auch wenn ich ihn nicht irgendwie probieren kann. Mhm. Ja, bitte kochen, Zutaten, guten Appetit. Soll die Effekte haben. Mhm, mhm. Auch das kennen wir halt aus Breath of the Wild. Okay, der ruft mal. Schon cool, wie sie in sich zusammenziehen. Ja, kochen, ne? Ich habe irgendwie mal gehört, es soll ja auch Rezepte geben. Deswegen bin ich gerade ein bisschen zurückhaltender, was das Kochen betrifft. Sag mal, Karte, wo bin ich überhaupt? Alter Schwede, ist die... Oh. Der ganze Himmelsbereich ist ja riesig. Da wird es quasi das Tutorial, der Anfangsbereich sein soll. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Also ich habe überall noch Gegner. Was ist denn das da vorne für einer? Hä? Ich will zu meinem Freund. Hä? Nee. Nee, da ist nicht der. Krog. Oh nein, wo ist nur mein Freund? Hä? Du kannst mich sehen? Also um die Welt. Wir wurden getrennt. Durch die Welt bist du hier oben? Wie kommst du hin? Ich kann mich kaum bewegen. Ich will zu meinem Freund. Die Ultrahand bei ihm anwenden. Uff! Ist denn... Warte mal, ist er da drüben? Könnte sein, wa? Fernglas. Okay, ich schicke ihn mal rüber. Was habe ich hier? Ich habe 2. Okay, müsste vielleicht reichen. Ja, die Crocs. Einerseits nervig, andererseits auch cool. Oder süß, besser gesagt. Süß eher. So. Dann will ich doch mal... so dran bin will ich die aber eher weniger. Ja. Ja. Ein klebriges Konstrukt, wa? Ich gerne hier in der Mitte drauf. Okay. Ja. Keine Sorge, kleiner Krog. Wir haben es gleich geschafft. Kann nur noch 10.000 Jahre dauern. Okay, oder auch nicht. Das Prinzip hier ist schon geil. Und so einfach Dinger hier zusammenfügen kann. Okay, das sieht mir nicht gerade sehr gut aus. Ich will zu meinem Freund. Okay, bevor ich aber das mache, will ich gerne noch speichern, weil ich traue dem nicht. Nee. Der fällt mir garantiert runter. Oh, ich habe ihn festgeleimt. Ups. Das heißt, ich muss ja zwangsläufig auch darüber. Wieso? Also.
Und hier aus mit gehen. Nein, Link, hör auf damit, ich will da auch drauf. Ach, du bist ein Idiot, Link. Aber prinzipiell funktioniert's. Das Problem ist, sie kommen natürlich nicht darüber. Mond, aber kein Blumenmond. Doof. Autospeichern, Autospeichern. Oh, hätte man genau viele Autospeicherfunktionen, wa? Du. Minustemperatur. Och nö, wieder zerlegt. Oh, Spiel, please. Bin ich aber nicht so nett. Und warum er das Gefühl nicht los, dass Tears of the Kingdom wesentlich größer ist als Breath of the Wild? Und ich war Breath of the Wild schon groß, wenn du alles gemacht hast. Weil du bei Breath of the Wild ja von Anfang an die Freiheit hattest, willst du auch die Story machen und nicht, oder gehst du direkt zu Ganon und beendest das Spiel fertig. Ich habe das Gefühl, jetzt nicht ganz so einfach, aber, also, ja. Ich kann es mir vorstellen, ich fände es irgendwie auch ein bisschen schräg. Also. Ja. Naja, ob das klappt. Ah, welchen Schock? Hä? Ja, ich weiß nicht, dass du darüber willst. Er hat das Gespräch gar nicht gespeichert, oder was? Hä, aber ich hab doch nachher gespeichert. Sehr gut, mehr mit X navigieren, wa? Vergiss mir das X zum Springen. Also hüpfen besser gesagt, springen ist nicht wirklich. Ich meine hüpfen. Sag mal, Entschuldigung, ich bin neu hier in dem Spiel. Diese Sonai-Kultur und alles zusammen, das verwirrt mich ein bisschen. Oh, ich hoffe, das hält auch. Ist so ein bisschen schräg, aber hey. Wow. Okay, ich dachte gerade, ich fall runter. So. Muss ich jetzt... Ah, da bist du ja. Coxa mal 2, dankeschön, sind schon 3. Coxa mal 2, da gibt's schon 3. So, hier eine kleine Insel, haben wir irgendetwas Besonderes? So eine Konstruktion? Oh, um Gottes Willen, ey. Ein bisschen Pummelarbeit. Ich mache ihn nochmal ein. Oder nehmen wir einfach den da drüben wieder. Ja, aber die Hand selber finde ich schon cool. Muss er zugeben. Also quasi, ja eben, wie bereits erwähnt, wie das Magnetmodul, was man... Okay. Was wir aus Breath of the Wild hatten, aber noch ein bisschen weiter. Bisschen geiler. Gut, wenn es so weitergeht, befreien wir Zelda oder treffen sie, wie auch immer, in 10.000 Jahren.
Dankeschön. Für was? Sonarkonstrukt oder was? Was sagt die Map, wo ich gerade bin? Ich muss da runter, ich muss da rüber, wa? Ich nehme einen Floß bauen. Oh, wieder so einer. Dann nicht springen kann, ist irgendwie doof. Ah doch, geht er doch, einfach mit X. Das bin ich immer falsch gemacht. Okay, Entschuldigung. Alter. Mit X im Kampf, okay. Ja, ich hab's falsch gemacht, Entschuldigung. Das ist mein Fehler. So, nein, nicht hier. Ich brauche ein bisschen Nahrung. So. Und ich habe eine fette, geile Keule und eine Steinaxt, die ich zwar eigentlich für was anderes haben möchte. Behalten möchte. Dann nehmen wir an, dass Rauruder irgendwo hier ist, weil man sich erklären will, wie ich darüber komme. Nee, wieder nicht, aber ist eigentlich klar. Oh! Ist das ein Schleim hier oben? Ich meine, hier oben auf den Inseln. Wobei, andererseits hatten wir in Skyward Sword ja auch, also warum beschwere ich mich? Himmelsinsel. Kann es ja trotzdem Monster geben. Hä? Also die Glocke? Ah, okay, sind schon bei 27 Minuten. Ich habe noch keinen einzigen Schrein hier gemacht. Das Spiel, ey. Oh, die Schleime. Ich hoffe, das Schild hält noch ein bisschen. Oh, ich kann es kaum warten, bis wir wieder unser Masterschwert haben. Das ich immer so leicht zerbrechen kann dann. Also Abnutzen der Waffen. Ja, aber prinzipiell nichts dagegen, aber es geht mir einfach zu schnell. Oh ja, mehr Schleime, super. Oh, nein, wollte gar nicht. Mann, Link. Ah, okay, so geht das Ding wieder. Der perfekte Block. Gut, aber das auch wieder. Aber auch nicht mehr sicher, wie der funktioniert. So, da haben wir noch Fische im Wasser. Also mein Floß bauen wäre nicht so das Problem. Okay, der Wind geht in die Richtung, okay, dann müsste es funktionieren. Gut. Ich habe ein Segel, 2 Bretter müssen eigentlich reichen, wa? 2 Stämme. Ja, nicht so. Okay, müsste aber eigentlich funktionieren so. Nein, nicht so. Ah, Link. So. Ist jetzt kein perfektes Floß, aber es ist zweckmäßig.
Hui, 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 hui. Der nächste Schrein. Ich hoffe zumindest, dass diese Schreine mit der Zeit auch ein bisschen, sag jetzt mal, schneller gehen. Wenn der Weg dahin nicht mehr so lange dauert, dann Petri Heil. Achso, Schenkel, ich dachte gerade, der hat irgendwie Äpfel verloren. War gerade ein bisschen spooky. So, da sind wir. Danke, Spiel. Noch irgendwelcher Wächter hier. Na egal. Ein paar Monster ist mir auch egal. Da oben noch irgendwas sein. Okay, lassen wir's. In Isa-Schrein. Wo kommst du denn her? Das haben wir gar nicht gesehen. Kann ich mal ein Ding hier versuchen, wa? Wobei. Ich nehme lieber einfach einen Stock. Ja, mal. Ups, wollte ein Item aufnehmen. Egal. So, da vorne ist noch ein Ding. Ein Stock war. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen da ganz kurz in Schrein, Tempel, whatever, mal ganz kurz rein und gucken mal, ob es hoffentlich einer relativ schnell geht. Grau. Ah. Da bist du also. Wohlan, streck deinen rechten Arm aus. Ich frage mich, ob diese Lichtkugel, die wir vorhin gesehen, also vorhin in letzter Folge gesehen haben, ob die irgendwie auch unseren Arm heilt, damit wir wieder unseren ursprünglichen Armschluss zurückbekommen. Ein Schwert? Das war ein Schwertsymbol. Synthese. Damit kannst du ein Objekt an ausgerüstete Waffen oder Schilden befestigen, um neue Ausrüstung zu erschaffen. Es kann wieder entfernt werden, geht dabei aber verloren. Der Name dieser Fähigkeit lautet Synthese. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt dir, Waffen und Schilden neue Fähigkeiten zu verleihen, indem du mit etwas in der Nähe kombinierst. Nimm doch einmal das Schwert dort und befestige ein Objekt daran, um es zu stärken. Jetzt die Vorteile an dir gehören. Also, Entschuldigung, kann ich hier auswählen, wa? Oh, Amiibo nicht zu vergessen, ne? Amiibo! Okay, warte mal. Ding ist voll, dann schmeiße ich das Ding mal weg. Nehmen den rostigen Zweihänder. Und dann muss ich festigen oder was? Ah, so. Mehrere kombinieren geht nicht, wa? Okay. Ja, natürlich alles von mir auf den Shell drauf. Ist klar, Alter. Okay, cool. Da ist wohl das fertige, ja, das Ziel, sag ich jetzt mal. Okay, müssen wir hier durch. Jetzt die Frage. Gegner? Ich hoffe nicht.
Oh. Also hätte mir auch vorher sagen können, dass irgendwie etwas, was mir weh tut. Okay, warte mal. Dann speichern. Nur Nummer sicherheitshalber. Okay. Feuerfrucht. Essen kann man die nicht, weil die brennt nur. So, und jetzt muss ich... Ah, da oben. Gut. Nein, 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 nicht so. Pfeil modifizieren, genau. Modifizieren und jetzt mit der Feuerfrucht dran. Und wir haben Feuerpfeile. Das ist schon nice. Also die Synthese. Und vor allem so einen Feuerpfeil zu erschaffen und dann kommen wieder auch Eispfeile und hast dich gesehen. Lichtpfeil ist ja mehr schwierig vor, aber das... Okay, okay. War's denn das vielleicht schon? Wäre mal so ein netter kurzer Tempel. Oh, da oben kann man was machen. Beinahe übersehen. Ah, sag mal, wie lange hält jetzt eigentlich die Waffe? Sag bloß, es synthetisiert die Waffen viel länger halten. Irgendwie auch fies. Holzpfeil. Langsam genug. Da oben hat es nichts mehr. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Okay. Die Synthesefähigkeit. Ach, ich muss dringend mal kochen, ey. Wir sind fast durch. Ich sehe schon Licht. Da vorne ein Gegner. Bitte nicht. Ja, natürlich. Hä? Der kann das auch? Wieso können diese Robos auch Synthese? Was? Nein! Okay, ist nur ein Wasser. Hat irgendwie, vielleicht bringt noch was. Bernstein, Spurtling. Alter, halten die was aus. Das darf wohl nicht wahr sein. Und den Speicherpunkt zurückkehren. Bitte nicht wieder zu Beginn der Map. Bitte nicht. Also, das ist im Tempel. Das alles machen müsste. Das sollen wir jetzt sowas ankotzen. Nein, natürlich. Willst du mich verarschen? Wieder überall durch, ey. Oh, Spiel. Rau. Was soll der Scheiß? Gut, aber irgendwie, gewisse Dinge sind doch schon gemacht. Du ist auch schon offen. Hä? Also erstens gesammelt habe ich doch schon. Ja, gut, dann geht's irgendwie noch. So, was wir jetzt noch machen. Ich
Ich wollte eigentlich... Oh, ein Konstruktbogen. Ich wollte eigentlich meine Waffen um den Stein hier kombinieren, aber war gar nicht mehr nötig. Felsbrockenhammer. Die Waffentasche ist voll. Was könnte man da irgendwie auch weglegen? Prügel, einfacher Stock. Das Masterschwert ablegen, genau. Nee, ich glaube, das holt sich auch nicht mehr. Ich frage mich gerade, kann ich jetzt meine ganzen anderen Waffen hier noch kombinieren mit diesen Dingern hier? Den Tag kann ich es wieder lösen, ja, wenn ich es natürlich jetzt schon mal habe. Den Ast, gut, da wird es vielleicht nicht viel bringen. Einfach einen Stock, damit noch länger wird oder was? Ich weiß nicht, geht das jetzt hier? Hier geht's nicht, weil ich mich... Ja, damit aber zerstört, da war ja die Rede von. Okay, okay. Obwohl. Geht das jetzt so? Da geht auch. Ja, also bleibt dabei, ist ihm noch ein bisschen creepy das Ganze, aber egal. Machen wir auf eine andere Waffe, weil das stört mich gerade ein bisschen. So. Sieht ein bisschen dämlich aus, wenn der Räder sein soll. Ching ching. Ein Schrein geschafft, yeah! Sei gelobt dafür, es bisher geschafft zu haben. Wer ist denn das links? Das wird eine Hylianerin sein? Also nicht mal Hylia, die Göttin selbst? Ja. Egal, so jetzt nochmal ganz genau hingucken. Da freue ich mich so, als ich das Gefühl hatte, als würde es Linksarm heilen, also irgendwie ein bisschen Dunkelheit. Wird seinen Arm verlassen, wenn er das Ding absorbiert. Doch, seht ihr, ein bisschen Miasma verlässt ihn. Okay, das heißt, theoretisch heißt es wirklich, dass ein Arm wieder heile sein kann. Angenehm natürliches Licht aus, ja. Weil das irgendwie auch das Ziel am Schluss, damit wir Ganondorf wieder mit dem Masterschwert besiegen können, indem wir uns quasi durch diese Segenslichter stärken müssen, bis wir halt nicht mehr von seinem Miasma attackiert werden können. Und dann ist auch das Masterschwert safe. Weil ich immer noch der Meinung bin, dass das Masterschwert nur deswegen zerbrochen ist, weil wir selbst fast gestorben sind. Also quasi, wenn der Held das Bandschwert führt, draufgeht, dann geht das Schwert kaputt. Meister Link, ja. Ich bin hergekommen, weil er vergessen habe, dir etwas zu überreichen. Und was das sein wird, das erfahren wir in der nächsten Folge zurück bei Tears of the Kingdom. Bis dahin, ciao zusammen.